Es gibt verschiedene Stürme, die wir alle in dieser hart bedrängten Welt erleben. Und darum habe ich das so aufzeichnen. Wir müssen verstehen, wir alle erleben Stürme in unserem Leben. Die Frage ist, wie wir in den Stürmen reagieren. Jetzt wollen wir aber auch noch recht herzlich alle begrüßen, auch immer auch wieder die Predigt auf YouTube nachschauen. Geben wir Ihnen einen richtig lauten Applaus hier aus dem Kalkofen raus. So schön habt ihr eingeschaltet. Es freut uns. Seid ihr ein Teil auch so von diesem Sonntag? Unser Gebet ist immer wieder auch, dass die Predigten wirklich in den Alltag reinreden dürfen. Irgendwo darf eine Idee kommen, ein Gedanke, eine Ermutigung, eine Hoffnung. Die Botschaft kann sein, dort, wo wir dran sind. Wir haben letzte Sonntag angefangen mit einer Serie «Jesus in Real Life». Also eigentlich auf gut Berndeutsch gesagt, Jesus im Alltag, würde ich jetzt ein bisschen sagen. Dort, wo wir dran sind. Und wir haben bewusst die Serie gewählt und wir haben gesagt, wir haben ganz praktische Themen probiert zu nehmen, wo wir auch ein bisschen reinschauen, was Jesus uns dort, das können wir profitieren. Jesus, der ja als Gottes Sohn auf die Welt gekommen ist und ein Leben gelebt hat, das so inspirierend war, dass wir noch heute davon erzählen. Heute geht es ein bisschen um das Thema Stress. Und ja, so betitelt Stress, Jesus, Frieden. Ganz einfach. Also es ist der Weg vom Stress, wieder in Frieden zu kommen. Stress ist ein Wort, das man so vielen Orten braucht. Ich höre oftmals, ich habe Stress in dieser Beziehung, ich habe Stress am Arbeitsplatz, Zukunft stresst mich, dieses und ein stresst mich, der andere stresst mich, irgendwo das, was ich nicht kann, stresst mich, das, was ich sollte können, stresst mich. Man kann das Wort Stress in so viele Situationen hinein brauchen. Und ich habe gedacht, dass ja die Serie von Jesus ist, fangen wir auch an, was er dann so ein bisschen sagt, wie wir auch ein Leben in dieser Welt leben können. Und spannend ist, im Johannes 16,33 steht etwas ganz spannend, wo Jesus sagt. Er sagt, ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich habe die Welt besiegt. Jetzt ist ja die Frage, was meint Jesus mit dem? Ich meine, ich habe vorhin gesagt, Stress, und dann kommt Jesus und er ist Frieden. Jetzt redet aber Jesus hier davon, von einer Welt, wo wir eng bedrängt werden. Was nicht immer einfach ist. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Erste, was wir begreifen dürfen. Ich möchte euch das da ein bisschen an diesem Flip erklären. Ich habe das auch schon jemand gebracht, das Bild. Ich liebe das Bild, hat mir auch ein bisschen geholfen zu verstehen, so ein bisschen probieren, die Sicht von Gott zu bekommen. Irgendwann kommen wir auf die Welt, unterschiedliche Jahrgänge. Ich zum Beispiel 2001 auf die Welt gekommen und nachher haben wir ein Leben, wo wir leben dürfen. Und ich weiss nicht, wir sind vielleicht auf einer Reise, vielleicht haben wir den Glauben irgendwo mitbekommen von den Eltern oder haben sie irgendwo mal mit der Kirche in Kontakt gekommen, haben eingeschaltet, Bücher gelesen oder so. Und vielleicht die einen oder anderen oder noch nicht, haben irgendwann gesagt, ich entscheide mich ein Leben für ein Leben mit Jesus. Mir war das so ein Moment, wo ich wirklich selber entschieden habe, wo ich gesagt habe, was war das in den 20er Jahren nachher etwa, wo ich habe gesagt, ich möchte ein Leben mit Jesus leben und lasse mich bewusst taufen. Das heisst, ich setze ein Zeichen, das ich sagen will. Das ist auch für mich, aber auch für meine Freunde in meinem Umfeld, dass ich ein Leben mit Jesus lebe. Jetzt ist es so, wenn wir den Weg sind gegangen, uns vielleicht entschieden haben, ein Leben mit Jesus zu leben, ist ja die Frage, warum gehen wir dann nicht einfach in den Himmel? Ich meine, das ist ja der Sinn des Lebens, den wir selber in der Bibel lesen. Der Sinn des Lebens ist, dass wir auf dieser Reise des Lebens Jesus erkennen können. Durch den Glauben an ihn, lesen wir in der Bibel, werden wir Frieden bekommen in dieser Welt, aber wir werden auch Gewissheit haben, dass wir die Ewigkeit bei unserem Vater im Himmel verbringen können. Jetzt ist die grosse Frage, warum bleiben wir denn in dieser hart bedrängten Welt, wo Stress ist, wo Herausforderung ist, wo nicht alles perfekt ist. Und für mir hilft das Bild dort auch immer ein bisschen zu verstehen, das mal jemand erklärt, als ich gesagt habe, wie ist denn das? Irgendwo, ich bete ja und gleich ist alles vorbestimmt. Gott hat einen Plan. Warum soll ich denn beten, wenn ja alles schon klar ist? Gott hat es ja schon definiert. Warum soll ich überhaupt noch Glauben haben, dass Sachen passieren? Und es hat mir dann geholfen, dass wir wie eine Zeit haben, Tag für Tag, Stunde für Stunde. Es geht vorwärts. Wir sehen nicht, was kommt. Wir wissen nur, was in der Vergangenheit war. Und Gott hat so wie ein Bild, das über das Ganze ist. Es ist ein bisschen schwierig für uns, das menschliche Hirn irgendwo durch zu verstehen, dass das vorwärts geht und gleich sieht Gott alles. Aber das zeigt mir, dass Gott wie eine weitere Sicht hat. Und darum
möchte ich auch mit dieser Predigt sagen, wenn wir in dieser auch hart bedrängten Welt leben, dürfen wir unser Vertrauen auf Gott setzen, der alles sieht, der die Vergangenheit kennt, die Gegenwart, aber auch die Zukunft. Und für mich ist die Frage, wenn wir so ein bisschen in diesem Bereich ja gleich noch da sind, bis irgendwann der Moment gekommen ist, wie wir dann ein Leben leben. Und wie gesagt, eigentlich ist es gegeben. Wir haben vielleicht unseren Glauben an Jesus wie entschieden und gleich bleiben wir da. Für mich ist es so, dass ich überzeugt bin, dass wir als Menschen, die mit Gott unterwegs sind, immer noch eine Aufgabe haben. Weil Gott sagt, er möchte diesen Ort, die Welt, zu einem besseren Ort machen mit den Menschen, die an ihn glauben. Wir haben eine Aufgabe, wir können Hoffnung in die Welt bringen. Wir haben eine Aufgabe, wir können mit guten Jobs die Welt zu einem besseren Ort machen. Wir können für Männer und Frauen in unserem Umfeld da sein. Menschen, die vielleicht nicht die Perspektive haben, wie wir das haben. Wenn wir jetzt aber die Welt anschauen, ich weiss nicht, wie es euch so geht, auch in diesem Bereich bei mir, da stürmt es oftmals. Oftmals ist es so nicht easy. Und ich sage euch, ich habe diese Woche entschieden, also schon vor langer Zeit, als wir die Serie planen, dass ich über Stress predige. Und ich sage euch, ich hatte die dümmste Woche, die du nur haben kannst. Ich habe heute zu meiner Frau gesagt, es könnte jeder Mensch in diesem Emmental predigen über Stress, aber ich nicht heute Abend. Weil ich irgendwie alles nicht auf die Reihe gebracht habe, habe zu allem Ja gesagt und nicht hätte Ja sagen. Und ich habe das Gefühl, wenn einer nichts sagen hat zu Stress, dann bin ich. Also nehmt euch das Handy für, geht auf TikTok und so weiter. Ich habe gleich das Gefühl gehabt, ich probiere, das weiterzugeben, auch wenn es nur für mich ist. Also ich kann hier ein bisschen predigen, wieder auf den Stuhl hocken und sagen, dann gehe ich wieder rauf, oder so. Ich habe meinen Kindern erklärt, wenn ihr niemanden habt zum Spielen, dann spielt das Leiterli Spiele mit 4 Personen, aber spielt alle die gleichen Personen. Mega lustig. Dann könnt ihr würfeln sagen, dann geht ihr auf den nächsten würfeln. Mega spannend, welche Persönlichkeit gewinnt am Schluss nachher. Oder? Und ich habe ihnen erklärt, weil ich der Jüngste war daheim, ich hatte nicht immer jemanden zum Spielen gehabt. Da ist auch bei meinem imaginären Freund, der Messu, mit mir Leiterli spielen. Dann habe ich gesagt, Messu, willst du anfangen? Dann bin ich rübergeguckt und gesagt, ja, dann habe ich angefangen zu würfeln. Und dann habe ich gesagt, jetzt bist du dran, wieder rüber. Gut, also Fokus, wir sind in einer manchmal hart bedrängten Welt, wo wir keine Freunde haben. Gut, so sollte ich sagen, Jesus nimmt dir nicht den Sturm. Das ist Punkt Nummer 1, den wir verstehen müssen. Er gibt dir Stand im Sturm. Und das ist das, was Jesus sagt. In dieser Welt ist es oftmals hart bedrängt, obwohl du darfst die Ewigkeitsperspektive, aber du lebst in einer Welt, wo es nicht immer easy ist. Und ich glaube, wir sind auch eine Generation, 2001 an die manchmal das so fest sucht. Keinen Stress haben. Alles muss perfekt sein und ich darf ja keinen Sturm haben. Es muss immer gut laufen und wenn es nicht gut läuft, dann meint es Gott auch nicht gut. Aber ich glaube, wir dürfen lernen, verstehen, dass oftmals Gott uns weiterbringt im Leben durch Stürme, durch Sachen, die nicht gut laufen, durch Stress, durch Momente, wo wir vielleicht sogar versagen. Jetzt aber vielleicht gleich ein bisschen praktisch zu werden. Wie können wir denn in dieser hart bedrängten Welt überhaupt gleich bestehen? Wenn wir ganz am Anfang der Bibel schauen, lesen wir, wie Gott die Welt erschaffen hat. Und das ist spannend. Gott hat die Welt erschaffen. 6 Tage hat er ganz geniale viele Sachen gemacht. Tiere, Pflanzen, das, Eis und der Mensch als krönender Abschluss. Und dann hat er gesagt, der 7. Tag ist der Ruhetag. Gott hat uns dort ein geniales Bild gegeben, wie wir Vollgas geben dürfen, aber auch zur Ruhe kommen. Wir lesen in der Bibel, dass 1 Tag in der Woche wir bewusst zur Ruhe kommen. Und dort möchte ich ermutigen, mal die Hausaufgaben 24 Stunden einfach auf die Seite zu legen. Es kann sein der Samstag, es kann sein vom Freitag um 5 Uhr bis am Samstag um 5 Uhr, es kann sein vielleicht am Sonntag, wo wir bewusst in die Kirche gehen, uns frischen. Wie auch immer, das kann individuell aussehen, aber wir lesen in der Bibel, wie Jesus sagt, der Ruhetag ist bewusst für uns Menschen gemacht. Er ist geschaffen für uns. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, werden wir auch in dieser manchmal hart bedrängten Welt ganz gut zu Gang kommen. Jetzt ist aber die Frage, für mich, Gott redet hier von einem Ruhetag. Und nicht von 3 oder 4. Wo wir dann noch etwas by the way machen. Und ich weiss, da trennen sich die Meinungen, macht mit dem, was ihr denkt. Aber ich bin überzeugt, das ist ein göttliches Prinzip.
Wir lesen in der Bibel nicht mal von 2 Ruhetagen. Und geschweige denn von 3 oder 4. Wir hören ja vor kurzem etwas Lustiges gelesen. Wirklich. Jemand hat nach einem Auswahlverfahren geschrieben, wie er total nicht mehr rausgekommen ist, wie eine Person auf das geantwortet hat. Es ist um einen Job gegangen. Ich muss euch so zusammenfassend ein bisschen erzählen. Nach einem intensiven Auswahlverfahren ist die Wahl auf eine 29-jährige Kandidatin gefallen, die alles mitgebracht hat. Gute Ausbildung, solide Branchenerfahrung, sympathisches Auftreten, Führungsverantwortung, starke Persönlichkeit. In den Gesprächen vor der Stelle war klar, es geht um einen 80-100% Job im Office, eigentlich aber Vollzeit ist verwünscht, 80'000 Fixgehalt, es gibt noch Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld und noch variable Anteile am Erfolg. Dann gibt es noch weitere gute Vorteile wie ÖV-Ticket, Weiterbildungstage und Budget dazu, freie Verpflegung am Arbeitsplatz. Aber nachher hat die Person Forderungen gestellt auf das Auf. Sie hat gesagt, sie will nur 32 Stunden arbeiten statt Vollzeit. Sie will aber gleich den vollen Lohn, obwohl sie nur Teilzeit arbeitet. Sie will im Homeoffice arbeiten statt im Büro. Und nachher 1 Stunde Yoga pro Woche in der alten Arbeitszeit. Und dann ist es weitergegangen, habe ich gelesen. Trotz allem haben die Leute, die das entschieden haben, gesagt, wir gehen auf die Forderungen ein. Warum? Es hat irgendwo durch gleich einfach gepasst. Der Inhaber ist überzeugt worden und er hat gesagt, okay, wir gehen das ein. Dann hat es einen finalen Termin gegeben, Unterschriftsunterzeichnung. Und nachher, Entschuldigung, es putzt mich selber fast vor. Er ist zum Unterschriftsmoment gekommen und dann kommt die Frage von dieser ausgewählten Kandidatin, wie viele Maybe-Tage sie noch zusätzlich bekommt. Alle haben einander angeschaut, was sind Maybe-Tage? Dann hat sie gesagt, das sind Tage, wo ich am Morgen früh merke, dass ich keine Lust zum Arbeiten habe. Darum bleibe ich einfach daheim. Es ist besser für alle. Dann haben sie einander wirklich, ja, Mensch, das ist eine Top-Firma, angeschaut und haben die Frau freundlich zum Ausgang begleitet. Ich habe das gelesen und gedacht, das ist so eine... Zu was führt das? Zu was führt das, was wir wie alles verlangen? 1. Moses 2,15. Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten von Eden. Der perfekte Ort. Er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und ihn zu bewahren. Können wir fortschießen. Warum ist im perfekten Zustand der Satz, wo Gott sagt, er hat gesagt, den Garten zu bearbeiten? Etwas zu bewegen, etwas zu schaffen, ist ein göttliches Prinzip. Und manchmal suchen wir nur von dem, wie von fast nichts machen oder kurz etwas machen, für dann nichts zu machen. Aber das tut uns Menschen gar nicht gut. Und darum, wenn wir über Stress reden, müssen wir auch einordnen, dass wir in einer hart bedrängten Welt sind, wo Jesus gar nicht immer interessiert ist, uns alles wegzunehmen. Er will uns Kraft geben, können durchzustehen. Kolosser 3,23 steht, wunderschön, worauf auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht den Menschen, sondern dem Herrn. Es gibt Momente im Leben, wo es tough ist. Und wenn wir über Stress reden, müssen wir vielleicht auch zuerst mal sagen, schau, ich will nicht sagen, jetzt geben wir gut zu und mit dem Rasenmäher über euch alle überfahren und schaffen, ja. Ich sage, eine gesunde Balance. Gott hat gesagt, ich will etwas, das ihr bewegen könnt. Das tut euch gut. Macht den Ort, wo ihr dran seid, zu einem besseren Ort. Schau, gelesen, die Jugendlichen im Schnitt in der Schweiz wechseln alle Jahr den Job. Im Schnitt. Alle Jahr, nach 12 Monaten. Wechselt man den Job. Und ich weiss, manchmal ist es wirklich nicht gut. Wir sollen weitergehen. Gott will uns weiterführen, die Türen auf. Aber immer davon gehen, wenn auch Druck kommt, ist nicht Gottes Idee. Gott will uns manchmal auch helfen, etwas durchzuziehen. Stress nicht grösser zu werden, als er ist. Vielleicht fühlen wir uns aber heute enorm unter Druck. Dort, wo wir dran sind. Und wir haben das Gefühl, wir werden so hart bedrängt, das kann gar nicht auf lange Zeit gut kommen. Und dann möchte ich sagen, schau, Gott ist da. Gott will uns helfen.
Gott will uns helfen, das haben wir letzte Sonntag ein bisschen zusammen angeschaut, die richtigen Prioritäten zu setzen. Weil mit den richtigen Prioritäten lernen wir, den Grundstein zu legen, bin ich überzeugt, auch für ein erfolgreiches Leben, das mit Stress oder auch Relaxen überhaupt in einer guten Balance steht. Und trotzdem frage ich mich manchmal, bei all dem Innen, was läuft in dieser hart bedrängten Welt, schaffe ich es, wenn manchmal alles drückt an mir, gleich zu sagen, ich bin total relaxed. Ich bin relaxed, weil ich geerdet bin mit meinem Glauben an Vater im Himmel. Und das klingt oftmals so einfach, ist es nicht. Und gleich möchte ich ermutigen, weil Sorge und Stress rauben dir effektiv den Moment. Wir sind nur genau einmal so alt, wie wir heute sind. Morgen sind wir einen Tag älter. Es geht vorwärts. Probieren wir gleich den Moment zu genießen. Ich höre viel, wenn ich das und das geschafft habe, dann ist es gut. Und selber muss ich mir das auch immer wieder sagen. Das ist eine Haltung, die nicht gut ist. Wenn wir sagen, dann, wenn das ist gut. Wenn ich die Lehre fertig habe, ist es geschafft. Wenn ich das Militär geschafft habe, dann geht es mir gut. Wenn ich nachher endlich einen Partner habe, geheiratet bin, dann ist es gut. Wenn ich Kinder habe, weißt, dann bin ich angekommen im Leben. Wenn ich ein Haus habe, wenn die Kinder endlich grösser sind, dann geht es mir gut. Wenn die Kinder endlich ausgezogen sind, dann bin ich parat. Wenn ich der Grossvater oder Grossmutter bin, dann ist es gut. Wenn ich unter der Erde liege, ist es gut. Das ist keine Haltung. Probieren wir im Moment den Moment in. Manchmal ist es tough, manchmal weniger, gleich zu schätzen und zu ehren für das, was wir haben. Ich habe gelesen, ich habe es extra bildlich mitgebracht, dass 90% von unseren Sorgen, die wir uns machen, gar nicht eintreffen. Das heisst, wenn es 10 Bücher sind, Treffen von diesen Sorgen, von diesen biggie Sorgen, was auch immer das kann sein, Zukunftsfragen, Gesundheitsfragen, Beziehungsfragen, Geldfragen, ich weiss auch nicht was alles für Fragen, Sachen, die auf der ganzen Welt gehen. 90% treffen gar nicht ein. Das heisst, im Schnitt von diesen Sorgen, die sich der Mensch macht, trifft so viel ein gegenüber dem, was er so macht. Müssen wir das Verhältnis anschauen. Das hat für mich auch ausgelöst, wieder einmal mehr. Habe ich von meiner letzten Woche erzählt. Ich sage, mach dir nicht so viel Sorgen. Gott ist da. Es rennt dir nicht, möchte nicht in den Himmel kommen. Und dann sagt Jesus, wow, well done, hast immer geglaubt an mich bis zum Schluss. Aber warum hast du es nicht ein bisschen mehr genossen? Ich hatte es ja im Griff. Hast du das Gefühl, ich sei am Schlafen und ich sei überhaupt nicht da? Ich hatte es im Griff. Hättest du den Moment gleich noch ein bisschen mehr geniessen können? Ich weiss, es ist nicht immer easy. Du hast es gut gemacht, du hast schön durchgezogen hier. Aber wir hätten eigentlich ganz viel bewegen können, wenn du ein bisschen relaxter warst. Und ich glaube, das ist Kunst. Nicht nur nach dem zu suchen, dass gar nichts da ist, was drückt, sondern in dem, was manchmal von uns gefordert wird, gleich ein göttliches Vertrauen zu haben. Und ich weiss, wir leben in einer Zeit, wo sehr viel uns sagen, sehr viel Negativität da ist, dass es nicht mehr lange wird gehen, dass es herausfordernd ist. Und ich sage nicht, es ist alles wunderschön. Aber ich sage, es bringt nichts, wenn ich mir das noch und noch mehr ausmale, was für eine schlimme Zeit wir leben. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einem Mann, der ist kurz vor 70. Und der hat mir gesagt, also wir haben so ein bisschen darauf geredet und ich habe auch ein bisschen studiert, was alles wieder geht auf dieser Welt. Und dann sind wir da so ein bisschen im Austauschen gewesen, dann hat er mir etwas Lustiges erzählt. Er hat gesagt, er sei auch in einem christlichen Umfeld aufgewachsen und sei mit seiner Freundin damals, sei schon lange her, sei er unterwegs gewesen, und nachher sind Sachen passiert, weltpolitisch, und dann haben sogar in den christlichen Kreisen haben wir so fest gesagt, jetzt ist fertig. Die Welt die macht kein Jahr mehr. Und er und seine Freundin die sind so in einen Druck hineingekommen, die haben gesagt, was wir einfach noch wollen, ist heiraten. Und die haben ganz schnell geheiratet. Nachher. Und dann hat er mir das so erzählt, er hat gesagt, wir haben innerhalb kurzer Zeit entschieden, dass wir heiraten, haben das gemacht, das und eins. Und jetzt, Timon hat ihm gesagt, schau, jetzt bin ich schon 50 Jahre geheiratet. Und er hat mir gewiss ein bisschen mehr Zeit können nehmen, für das Fest dann vorzubereiten, wenn ich auch gewusst, dass das nicht so viel pressiert. Darum, schau, wir wissen nie, Gott hat es in den Händen. Nur er weiss, was alles geht auf der Erde. Nur was wollte ich sagen? Mit diesem Bild dürfen wir, glaube ich, realisieren, dass Sachen, Herausforderungen wirklich zum Leben gehören. Aber ich möchte uns ermutigen, lernen, standhaft zu werden. Lernen, Gott Vertrauen zu haben. Eigentlich ist es ja so, dass Angst und Vertrauen
sehr viel Ähnliches haben. Weil wir setzen beidem Ort etwas voraus, was wir nicht genau wissen. Wenn wir mit sehr viel Angst durchs Leben gehen, was kommt, wissen wir ja trotzdem nicht, ob es so eintrifft, wie ich vorher gesagt habe. Wenn wir mit sehr viel Vertrauen durchs Leben gehen, ist das eigentlich nur der positive Weg für etwas, was wir auch nicht genau wissen. Und für mich ist, wenn ich die Bibel schaue, immer auch wieder das Motivierende, dass Gott uns möchte weitergeben. Vertrau mir. Setz auf das Vertrauen. Lass dich nicht vom Stress, von der Druck von der Welt so viel abziehen, dass du nicht mehr siehst, was ich alles tue in deinem Alltag, was ich alles tue auf dieser Welt. Ich möchte schließen mit einem Bild von Jesus selber, wo wir so auch intensiv in der Bibel lesen können, wenn wir uns wirklich vorstellen, wie das gegangen ist. Und zwar lesen wir davon, wie Jesus unterwegs war, vielen hat erzählt, wer er ist. Viel Wunder hat da. Und nachher ist ja ein Moment, wo er mit seinen engsten Leuten, seinen Jüngern, wo er unterwegs ist, auf das Wasser rausgeht, See Genezareth. Und nachher lesen wir, wie das sehr ruhig gestartet ist, aber nachher ein unglaublicher Sturm ist gekommen. Und das ist nicht einfach so ein kleiner Sturm, ein herziger oder was auch immer. Wir lesen, wie die Leute, die mit Jesus unterwegs sind, wirklich um ihr Leben Angst hatten. Sie haben nicht mehr gewusst, ob sie das überhaupt werden überleben. Und wir lesen in der Bibel, plötzlich brach auf dem See ein heftiger Sturm los, so dass das Boot fast von den Wellen begraben wurde. Und dann lesen wir, Jesus aber schlief. Ich dachte, wie kann man schlafen, wenn es so dermassen stürmt? Spannend ist, wie nachher die Jünger zu Jesus sind gegangen und gesagt, wir sind verloren und du schlafst. Lesen, aber Jesus sagte zu ihnen, warum habt ihr solche Angst, ihr Kleingläubigen? Wir dachten uns ja gelesen, ich wäre genau gleich gewesen. Er hat so Angst gehabt. Dann lesen wir, da stand er auf und wies den Wind und Wellen in ihre Schranken. Da trat eine große Stille ein. Wir lesen, wie ein Sturm passiert ist. Jesus hat gepennt. Einfach ein Nückchen genommen. Es gibt mir die Erlaubnis, jederzeit, wenn ich es brauche, auch ein Nückchen zu nehmen. Egal wo. Hey, Jesus hat gepennt. Sie haben ihn geweckt, sie haben ihn angeschaut und gesagt, willst du eigentlich, dass wir draufgehen? Jesus hat gesagt, hey, Jungs, ich bin ja da. Was ist los mit euch? Und nur manchmal, wenn ich in mein Leben schaue, kommen Sachen im Leben und ich schreie und mache mir Sorgen und überholt. Und für mich ist es wie Jesus sagt, Timon, ich bin ja da. Vertrau mir doch. Es ist easy, im guten Innen grossen Glauben zu haben. Vertrau mir auch, wenn du den Weg nicht siehst. Schau, ein Sturm kann in unserem Leben eine Abschlussprüfung sein. Und wir nicht wissen, kommt es gut, kommt es nicht. Wir können uns so viele Sorgen machen. Oder wir können ja unser Bestes geben und anfangen zu vertrauen. Ein Sturm kann sein, wenn eine Freundin hinter unserem Rücken komplett schlecht über uns redet. Wir es irgendwo mitbekommen. Ein Sturm kann sein, wenn wir in einer WhatsApp-Gruppe blöd angestellt werden. Ein Sturm kann sein, dass unsere Gedanken wild gehen mit all dem, was auf dieser Welt geht. Das sind Stürme in unserem Leben. Manchmal kann ein Sturm sein, wenn wir in den Spiegel schauen und denken, was ist das für ein Mensch? Das kann der schon. Das ist ein Sturm manchmal. Es gibt verschiedene Stürme, die wir alle in dieser hart bedrängten Welt erleben. Und darum habe ich das so aufzeichnen. Wir müssen verstehen, wir alle erleben Stürme in unserem Leben. Die Frage ist, wie wir in den Stürmen reagieren. Nachdem Jesus den Sturm oben runtergebracht hat, ist eine grosse Stille eingetroffen. Und schau, was ich möchte ermutigen. Ganz egal, was wir im Moment erleben, vielleicht fühlen wir uns jetzt in einem Sturm. Vielleicht kommen Stürme im Leben, wo es herausfordernd ist. Dass wir dann probieren, wie auf Jesus zu schauen, unseren Glauben zusammenzunehmen, das Gebet beten und zu sagen, ich lasse jetzt den Sturm nicht grösser werden, als er ist. Was kann es mir nehmen? Vielleicht Möglichkeiten, vielleicht einen Job, vielleicht muss ich extra Runde gehen, was auch immer. Aber ich mache das nicht grösser, als es ist. Schau, hast du einen Sturm erlebt? Gerade letztes Jahr. Wir haben von einem Häuschen geträumt als Familie, wo wir gehen können. Wir haben durch ein Wunder eine Zusage bekommen, dass wir dort reinzügeln dürfen. Nach 5 Tagen haben wir es unseren eigenen Kindern erzählt, wir haben angestossen. Wir haben gefeiert, 2 Tage später, die Türen zu. Bam!
Das ist ein Sturm. Ein Sturm, wo du dich fragen kannst, gehöre ich Gott überhaupt? Ist Gott da? Schau, mein Bruder hat seinen 4-jährigen Sohn in einem Verkehrsunfall verloren. Für sie ein Sturm, den ich gar nie einordnen kann. Auch für mich ein Sturm im Leben. Ein Sturm, wo du nicht mehr weisst, wo ist da Gott? Schau, wir alle erleben Stürme. Menschen gehen zu früh. Sonntagabend-Celebration, wo Können und Handeln, mir und dem Tabi haben gesagt, übernehmt die Verantwortung. Wir sehen euch, steht rein, bringt es vorwärts. Ist es nicht mal ein Jahr gegangen, dann kommt die Pandemie. Das ist ein Sturm im Leben. Alle Jugendlichen. Adios, amigos. Und amigos sinnen. Wie man auch immer das sagt. Und ich dachte, nice, schön, hast du übernommen. Super. Wenn das mal vorbei ist, kommen vielleicht noch 2. Dann könnt ihr darüber visionieren, wie ihr noch 2 weitere gewinnt. So ist es in meinem Herzen abgegangen. Ich dachte, das ist ja ein riesengroßer Sturm. Stürme können unterschiedlich aussehen. Und ich möchte nicht heute sagen, wenn wir ein Leben mit Jesus leben, gibt es keine Stürme. Das verspricht uns Jesus nie. Aber Jesus verspricht uns eins. Er sagt, ich bin bei dir im Sturm.